Alle reden, keiner sagt Okay. jetzt. Jetzt Sag redet denen mal. Jetzt redet wir. Wieso bekommen eigentlich immer Frauen eine Panikattacke? Das ist kein Witz. Doppelt so viele Frauen wie Männer bekommen Panikattacken und leiden auch an Angststörungen. Ist es Zufall? Sind es die Hormone? Oder ist es vielleicht gar nicht so geil, alles müssen zu können und zu schaffen, eine Familie betreuen, schaffen, dem gesellschaftlichen Druck gerecht werden, Schönheit, Pipapo, empathisch sein, erfolgreich sein und am besten noch entspannt. Willkommen im Gleichberechtigungs-Burnout. In dieser Folge reden wir über Angststörungen und Panikattacken, etwas, das in der Schweiz sehr, sehr verbreitet ist. Die mich nicht kennen, mein Name ist Hakan. Ich habe 7 Jahre auf der Akutpsychiatrie gearbeitet, 2 Jahre Leute in ihrem privaten Umfeld versorgt, die psychische Krankheiten und Krisensituationen haben und 4 Jahre dann auch noch im Gefängnis. Und ich bin sehr, sehr, sehr oft mit Angststörungen und Panikattacken in Berührung gekommen und habe den Leuten helfen und Unterstützung bieten. In dieser Folge reden wir über Angststörungen und Panikattacken. Besonders im Fokus sind Frauen, die doppelt so viel betroffen sind wie Männer. In der Schweiz statistisch gesehen 18% von allen Frauen leiden an Angst- und Panikattacken. Wir gehen auf die Zahlen ein, auf die Gesellschaft und auch auf unbequeme Fragen. Was, wenn die sogenannte Emanzipation doch nicht die Vorteile bringt, die wir uns erwünscht haben, sondern eher Angst und Panik noch breiter macht. Psychisch hat sicher seine Schattenseiten und auf die werden wir heute eingehen. Zudem natürlich auch, wieso reden Männer so wenig über Angststörungen? Haben sie die nicht oder reden sie einfach nicht darüber? Wir gehen wie immer bei «Jetzt reden wir» tief rein, bleiben respektvoll, aber unbequem. Herzlich willkommen. Jeder kennt das Gefühl von Angst. Jeder hat schon mal Angst gehabt oder begegnet dem Symptom immer noch in seinem Leben. Aber wenn die Angst ohne einen realen Auslöser kommt, dann wird es natürlich unangenehm oder dann redet man von einer Angststörung. Faktisch, in der Schweiz sind rund 15-20% betroffen von einer Angststörung irgendwann mal in ihrem Leben. Und sehr, sehr auffallend ist bei dieser Angst- und Panikstörung, dass doppelt so viele Frauen betroffen sind wie Männer. Jeder kennt das Gefühl von Angst. Jeder hat schon mal in seinem Leben Angst gehabt. Man unterscheidet aber klar von berechtigter Angst. Ich sage jetzt mal, du bist im Haus, es fängt an zu brennen, du hast Angst, dass du verbrennst, das ist eine berechtigte Angst. Dann gibt es natürlich noch die unberechtigte Angst und dann redet man von einer Angst und einer Panikstörung. Dass, wenn du im Bus sitzt, nichts ist, du auf einmal existenzielle Ängste bekommst, dann redet man von einer Angststörung. Und dann wird es natürlich auch unangenehm. Weil die Symptome, auf die gehen wir auch nachher noch ein, sind da. Dann gehst du zum Arzt und er sagt dir, du hast nichts, oder? Und dann fängt es auch ein bisschen creepy für dich zu werden. Frauen sind häufiger betroffen als Männer. Mit was hängt das zusammen? Zum einen ist das sicher hormonell. Das ist Fakt, dass das Hormon Östrogen ist der Sparringpartner vom Testosteron, Mannenhormon. Beide Hormone sind vertreten im weiblichen Körper, im männlichen Körper. Das Hormon Östrogen beeinflusst das Angstzentrum im Gehirn, oder? Das ist wissenschaftlich bewiesen. Wir machen jetzt kein Wissenschaftsfolge daraus, einfach, dass ihr das mal gehört habt. Es heißt aber nicht, dass es nur mit dem zusammenhängt. Also, es sind auch natürlich psychosoziale Faktoren. Wenn man unsere Weltgeschichte anschaut, Emanzipation ist sicher ein Begriff, Gleichberechtigung der Frau. Die Frau ist früher nicht arbeiten. Die Frau war zu Hause, hat auf Kind geschaut, hat auf die Familie geschaut. Und dazu kommt nachher natürlich auch Erziehung. Wie bist du erzogen worden? Rollenbilder. Lebst du die Rolle als klassische Frau, klassische Mann? Und natürlich die emotionale Offenheit. Von der emotionalen Offenheit, um ein Beispiel zu machen, Frauen dürfen Angst zeigen, Männer müssen stark sein. Hat jeder schon mal gehört. Vielleicht erlebst du das selber auch in deiner Erziehung. Oder auch wie du vielleicht selber deine Kinder erziehst. Dann kommt natürlich auch die Belastung dazu, die einen riesen Teil spielt in dieser ganzen Sache. Arbeit, Perfektionismus, ich muss perfekt sein, ich muss schön aussehen etc. Ich muss für die Familie schauen und dann muss ich jetzt auch noch arbeiten.
Das kann natürlich zu einem Overload führen und so eine Angst in deinem Kopf eigentlich auslösen. Ich würde euch gerne eine provokante Frage stellen und einfach mal schauen, was das in euch auslöst, ohne jetzt meine Meinung dabei zu vertreten. Leben wir wirklich die Emanzipation mit dem, für was es eigentlich steht, mit der Gleichberechtigung, oder haben wir eigentlich nur den gesellschaftlichen Druck erhöht, vor allem bei den Frauen? Hat sich wirklich etwas verändert oder ist es einfach schöner verpackt? Wieso ist die mentale Gesundheit Privatsache, aber der Leistungsdruck kollektiv? Es ist Fakt, dass in der Schweiz rund 45% Frauen mehr unentgeltliche Arbeit machen als Männer. Zudem ist auch bekannt, dass die Mutterschaft, Elternschaft, aber besonders die Mutterschaft, das Risiko für psychische Belastung massiv erhöht. Ihr könnt euch vorstellen, das ist eine mega Sache für den Körper, eine mega Veränderung, oder? Ein Kind gebären, dein Hormonhaushalt spinnt, dein Körper ist nicht so, wie du es dir gewohnt bist. Das kann natürlich alles zu massivem Stress führen. Es gibt auch natürlich die postnatale Depression, wo Frauen, die nach der Geburt in eine Depression hineingehen. Das sind Fakten, finde ich, die man nicht außer Acht lassen sollte. Und wenn man ein bisschen tiefer überlegt, das finde ich schon Faktoren sind, die eine grosse Rolle spielen. Kommen wir zu den Männern. Männer haben natürlich das Bild, das ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen abgeflacht mit den Jahren, was ich auch gut finde, aber Schwäche zeigen darfst du nicht. Du musst stark sein, du musst arbeiten, über Gefühle redet man nicht. Schwäche zeigen gilt als unmännlich. Ich meine, es gibt ja Frauen, die sagen, Ich-List führen. Wenn ein Mann kalt hat, ist das Ich und so. Also bei so Kleinigkeiten fängt es an, oder? Und hört nicht auf bei grösseren Sachen. Männer sterben auch häufiger an Suizid als Frauen. Weil Männer eben so erzogen werden, dass sie nicht über Gefühle reden dürfen, sich nicht schwach dürfen zeigen, fressen sie meistens ihre Probleme in sich, reden mit niemandem und dann hörst du irgendwann in der Zeitung, bababab, hat sich umgebracht. Und alle denken, hey, es ist ihm noch gut gegangen, er hat nie etwas gesagt. Und ich finde, diese Stigmatisierung oder auch die Rollenbilder muss man klar durchbrechen. Auch ein Mann darf brüllen, auch ein Mann darf Schwäche zeigen, genauso wie auch eine Frau. Oder? Und eine Frau darf auch stark sein und eine Frau darf auch arbeiten. Das sind Sachen, über die müssen wir gar nicht reden. Über die geht es auch nicht in dieser Folge. Es geht wirklich um die Angst- und Panikstörung und woher die Wurzeln kommen für das spezifische Krankheitsbild, was vor allem in der Schweiz extrem weit verbreitet ist. Man redet natürlich auch von gewissen Vermeidungsstrategien. Es gibt Vermeidungsstrategien, dass ich nicht über meine Angst, nicht über meine Zweifel und meine Sorgen reden muss. Ich kann es einfach ertränken in Alkohol. Ich kann es ertränken in Drogen. Man nennt das die Vermeidungstaktik. Dann muss ich mich mit dem nicht auseinandersetzen. Ich kann das einfach übergießen und denke dann nicht mehr daran. Die Quittung ist natürlich viel fetter, als das Problem am Anfang war. Weil zu dieser Angststörung, die du schon hast, zu dieser Panikattacken, die du schon hast, hast du jetzt noch eine Suchtproblematik. Ich habe jahrelang auf der Suchtabteilung gearbeitet und ich muss ehrlich sagen, eine der schlimmsten Drogen, die ich kenne, die es gibt, ist der Alkohol. Kleiner Exkurs. Wieso ist Alkohol erlaubt? Andere Drogen aber nicht. Bewusstseinserweiternde Drogen. Meine persönliche Erklärung ist, weil Alkohol, das ist auch bewiesen, dich von deiner Seele ein bisschen trennt, oder? Du trinkst Alkohol, du betäubst dich und setzt dich eigentlich nicht mehr mit dir selber auseinander. Und das ist etwas sehr Falsches, finde ich. Und meiner Meinung nach sollte Alkohol auch verboten werden. Ich selber trinke auch mal gerne eins, zwei, klar, aber wir können nicht davon... Also, wenn wir sagen, wir verbieten Drogen, weil wir nicht der Annahme sind, dass Menschen sich selber regulieren können, frage ich mich schon, wieso Alkohol dann erlaubt ist. Wenn ihr mal Statistiken anschaut etc., wie viele alkoholsüchtige Menschen in der Schweiz gibt, ist es schon sehr erschreckend. Und wenn ihr mal in der Psychiatrie gearbeitet habt und jetzt auch vor dem Bildschirm sitzt, dann werdet ihr jetzt sicher nicken und euch werden auch sicher Stories in den Kopf kommen, wo ihr mit Alkoholerkrankten gearbeitet habt, wo ihr denkt, wow, es ist eigentlich nur Alkohol, oder? Und wie viele Familien daran kaputt gegangen sind, häusliche Gewalt entstanden ist. Wieso? Weil du ein Problem hast und du ertränkst es einfach mit Alkohol. Deine
deine Toleranzgrenze oder deine Schamgrenze sinkt ab, du schreist schneller, du greifst schneller zu Gewalt etc. Sachen, die eigentlich nicht müssten sein. Andere Frage, die ich im Kopf habe, ihr merkt, die Folge ist ein bisschen anders. Ich rühre einfach Fragen rein, ich sage ab und zu ein bisschen etwas dazu und versuche eigentlich bei euch ein Nachdenken anzuregen. Ob das mir klappt oder nicht, werde ich dann erfahren, wenn die Folge gedroppt ist. Aber meine nächste Frage wäre, macht Gleichberechtigung krank? Gleichberechtigung ist sicher etwas Gutes, oder? Also ich bin auch ein riesen Fan davon. Für mich ist die wichtigste Person in meinem Leben meine Mutter und ich behandle sie auch genauso, wie man Frauen behandeln sollte, mit Respekt und auf Augenhöhe und eben, das ist gar kein Thema. Gleichberechtigung ist vielleicht gar nicht das Problem, aber das System, das vorhanden ist, das dort reinzudrücken, ist vielleicht das Problem. Der Feminismus ist nicht schuld daran. Schuld daran ist, dass keine rechten Strukturen geschaffen worden sind, bevor das implementiert worden ist in unserer Gesellschaft. Die Gesellschaft hat genau gleich funktioniert. Jetzt hat man einfach gesagt, ja, Frauen arbeiten auch, Frauen sind gleichberechtigt wie Männer etc. Aber die Familie wartet immer noch daheim. Also auch der Mutterschaftsurlaub, wenn ich das mal so darf sagen. Geschweige denn vom Vaterschaftsurlaub, wo ja ein verdammter Witz ist einfach nur krass und widerspiegelt unsere Leistungsgesellschaft, in der wir leben. Ich muss nach ein paar Monaten mein Kind an einen Fremden abgeben und wieder arbeiten gehen. Und dass die Fremde auf mein Kind schaut, kostet genauso viel wie das Geld, das ich am Verdienen bin, wenn ich arbeiten gehe. Also ich finde, da muss ja etwas geändert werden. In Deutschland hast du 2 Jahre Mutterschaftsurlaub. Ich sage nicht. Jetzt könnt ihr sagen, ja, schau mal, aber Deutschland, das müssen wir gar nicht vergleichen. Deutschland hat auch eine ganz andere Politik wie wir. Also auch mit Flüchtlingen reinlassen und so. Über das müssen wir gar nicht diskutieren, oder? Einfach nur ein Beispiel. Oder auch in den skandinavischen Ländern, wo das viel mehr Anklang findet, finde ich es schon krass, wie leistungsorientiert wir sind und wie wenig eigentlich auf die Psyche von Menschen geschaut wird. Erst dann, wenn es zu spät ist. Erst dann, wenn Suizidrate steigt. Erst dann, wenn Leute unter einer Angst- und Panikattacke leiden. Erst dann wird etwas gemacht. Ich frage mich, wieso man nicht präventiv schon etwas machen kann. Wieso man nicht, bevor das Problem entsteht, wir sind ja so schlau und so gebildet, dass wir das erkennen können und dann schon etwas in den Weg leiten, bevor wir Nachsorge betreiben müssen, was viel, viel, viel schwieriger ist, wo schon viel mehr Leute gestorben, krank geworden sind, anstatt im Vorfeld schon Vorsorge machen, damit es gar nicht zu diesen Problemen kommt. Weil wenn du schaust, Schule, Familie, Arbeit, das tickt immer noch genau gleich wie vor 50 Jahren. Man hat jetzt einfach gesagt, ja, Frauen mal auch rein, machen genauso wie die Männer. Was hat das gebracht? Was hat das gebracht? Ganz ehrlich, es wird mehr Geld generiert. Frauen müssen auch Steuern zahlen. Versteht mich nicht falsch. Ich sage nicht, Frauen sollen daheim bleiben und nicht arbeiten. Aber man muss die Strukturen rundherum auch anders gestalten. Man hat jetzt einfach nur Problem angenommen, das versucht zu lösen. Aber eigentlich, was passiert? Wie gesagt, mehr Geld wird generiert, es wird mehr geschafft, die intakte Familie geht kaputt. Für was? Für was? Zudem kommt natürlich auch das Ganze mit den Smartphones, das Ganze mit Social Media. Man kann das kleinreden, man kann sagen, dann kannst du sie abstellen. Social Media, seitdem es das gibt, ist der Druck bei den Menschen einfach höher, weil du dich konstant kannst vergleichen. Wer ist hübscher? Er ist erfolgreicher. Der hat schönere Sachen. Du bist ständig in diesem Druckkonstrukt gefangen und merkst es vielleicht gar nicht. Aber wenn du mal Statistiken anschaust, wenn du mal anschaust, wie Kinder- und Jugendpsychiatrien befüllt sind mit Kindern, es gar keinen Platz mehr hat, dann wachst du schon ein bisschen auf. Dann denkst du schon, okay, vielleicht hat es doch etwas. Es gibt Kinder und Jugendliche, die keine psychische Unterstützung erhalten, weil alle Psychiatrien pumpenvoll sind. Warteschlangen bis zu 6 Monaten. Und in diesen 6 Monaten, wo das Kind warten muss, keine Hilfe hat, vielleicht keine intakte Familie daheim hat, suizidiert sich oder es passiert andere schlimme Sachen. Ich bin mega geladen, wenn ihr seht, wenn es um das Thema geht, weil es mich massiv beschäftigt. Es hat ein Psychologe, der gesagt hat, dass das ständige Vernetzen, dass das 24/7 erreichbar sein und mit anderen interagieren zu einem massiven Anstieg von psychischen Krankheiten geführt hat. Besonders
bei jungen Mädchen. Angststörungen sind eigentlich nichts anderes, als dass unser Körper uns versucht, hey, irgendetwas ist nicht in Ordnung, ich mag nicht mehr. Sorge dafür, dass mir etwas ändert, bevor ich komplett explodiere. Es ist ein Warnsignal. Und vielleicht ist es Zeit, etwas zu ändern, bevor Schlimmeres passiert. Vielleicht sollte man das nicht individuell therapieren, sondern als Kollektiv sollte man das Thema angehen. Als Gemeinschaft, die die Strukturen versucht zu ändern, damit so Sachen nicht passieren. Schaut mal die Statistik an. Schaut mal vor 10 Jahren, wie es ausgesehen hat. Schaut mal, wie es heute aussieht. Und dann stellt euch vor, wie es nach 10 Jahren aussehen wird. Dann stellt sich natürlich auch die Frage, oder? Wer trägt denn die Verantwortung für unsere Psyche? Dann ist es nicht mehr Gesellschaft. Dann ist jeder für sich. Das Individuum muss eigentlich schauen, dass es ihm psychisch gut geht. Dann hat die Gesellschaft nichts mehr damit zu tun. Was ich eigentlich himmeltraurig finde. Was müssten wir ändern, dass wir psychisch gesünder leben könnten? Und ich meine damit alle Geschlechter eingeschlossen. Frauen wie auch Männer. Und vielleicht auch als abschließende Frage, wie geht ihr mit Druck um? Wie geht ihr mit den gesellschaftlichen Normen um, wenn es euch nicht passt? Wie sorgt ihr euch um eure Psyche? Was macht ihr, falls ihr überladen sind mit Arbeit, mit den gesellschaftlichen Konditionen, die von uns erwartet werden, mit dem Druck auf der Arbeit, mit dem Druck von der Familie? Wie geht ihr damit um? Vielleicht sind ihr noch nie in so einer Situation gewesen. Vielleicht werdet ihr nie in so einer Situation kommen. Ich wünsche es euch von Herzen, jedem Einzelnen, der vor dem Bildschirm sitzt. Aber was macht ihr, wenn es so weit ist? Wisst ihr, wie handeln? Kennt ihr präventive Massnahmen, wo ihr könnt zurückgreifen und die anwenden? Es tut mir leid, dass ich so energisch rede. Es ist einfach etwas, was mich massiv triggert. Oder? Es ist etwas, was mich massiv beschäftigt. Und wenn ihr mal lange Zeit mit psychisch erkrankten Menschen zusammenarbeitet und euch das Leid von denen anhört, dann werdet ihr vielleicht auch genauso wie ich. Weil nur weil wir etwas nicht sehen, heisst es nicht, dass es nicht existiert. Ein Beispiel, wie so eine Angststörung aussieht, oder? Jemand hat mir erzählt, ich war in der Migros, plötzlich habe ich keine Luft mehr bekommen. Es hat sich zugeschnürt, ich habe nicht mehr gewusst, wo links und rechts ist. Aber es war nur eine Panikattacke. Ich bin zum Arzt gegangen, er hat mir Medikamente gegeben, er hat das Symptom behandelt. Das Problem ist nicht aus der Welt, er hat mich süchtig gemacht mit einer Tablette und hat gesagt, das wird dir helfen. Und ich will das Thema aufmachen, weil viele fühlen sich allein, viele fühlen sich hilflos, viele haben nicht die Unterstützung, die sie brauchen. Es ist ein kollektives Problem. Reden wir darüber, machen wir auf, erzählen wir über unsere Ängste, erzählen wir über uns, was uns plagt in der Nacht, wenn wir nicht schlafen können. Weil es ist normal, es ist der gesellschaftliche Druck und wir müssen dem entgegenwirken. Lieber miteinander als jeder für sich allein. Lieber laut, anstatt leislich daheim und sich dann etwas antun, wenn es schwierig wird. Es wäre nicht mein Podcast, wenn ich euch natürlich nicht irgendwelche Tipps mitgeben würde, oder? Kurzfristig, was hilft bei so einer Panikattacke, wenn du die hast, ist kaltes Wasser trinken. Sind Atemübungen. Du kannst eingeben Atemübungen bei Angststörungen, dann kommt natürlich irgendetwas, wo du dich vielleicht zu eigen machen kannst. Vielleicht als ein Skill in deinem Hosensack, falls du das mal hast. Bewegung. Also ich sage nochmal, das Einmaleins von der Psyche ist in der Theorie eigentlich einfach. Mit dieser Digitalisierung heutzutage gehen wir immer mehr davon weg, oder? Der Mensch ist ein soziales Wesen. Der Mensch braucht Leute um sich, Familie, Freunde. Er braucht die Natur. Wir sind aus der Natur. Wir müssen laufen, wir müssen Sport machen, wir müssen uns bewegen, wir müssen an die frische Luft. Das sind Sachen, von denen können wir nicht wegsehen. Wir brauchen das wie die Luft zum Atmen. Wenn du die ganze Zeit am Arbeiten bist, 24/7, dein Körper unter Stress, dann passiert das irgendwann, dass du eine Angststörung entwickelst, dass du Panikattacken hast. Leute wollen abnehmen, geben sich irgendwelche Spritzen, dass sie abnehmen können. Das ist nicht der Weg zum Ziel. Heutzutage der Mensch will einfach immer eine Antwort haben auf ein Problem, aber will nicht dafür arbeiten. Und das läuft einfach falsch. Ich will, dass ich Ruhe im Kopf habe, ich rauche jetzt einfach einen Joint. Mit dem hat es sich nicht erledigt. Ich will abnehmen, ich kann nicht abnehmen, ich tue meinen Magen verkleinern. Mit dem hat es sich nicht. Wir müssen etwas machen, damit wir etwas erreichen. Ich habe eine Angststörung, ich nehme einfach eine Tablette, dann habe ich sie nicht mehr. Doch, du hast sie. Du bist einfach unter Drogen gesetzt worden. Reden wir darüber, Mann. Reden wir darüber. Machen wir auf. Dann gibt es noch andere Sachen. Es gibt zum Beispiel 5 Dinge sehen. Du musst
dich auf 5 Sachen konzentrieren, sie sehen und sie vielleicht in deinem Kopf wiedergeben. Blöd gesagt, ich sehe da eine Plastikpflanze. Dann beobachte ich sie. Achtsam sein, Achtsamkeit. Das, was uns Menschen eigentlich auch ausmacht. Indem du das machst, indem du andere Sachen anschaust, konzentrierst du dich natürlich weg von dieser Angst. Die Angststörung passiert einfach in unserem Kopf. Es ist ein Warnsignal, wo unser Körper uns sagt, stopp, Bro, chill einfach. Ich brauche Pause, Alter. Bam, 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 die ganze Zeit Sachen reinfetzen, ich habe genug. Langfristig gibt es natürlich auch kognitive Verhaltenstherapie. Es gibt super Psychologen, super Psychiater. Es sind euch nicht zu schade, falls ihr nicht allein dort rauskommt, falls ihr kein stabiles soziales Netzwerk habt, sucht euch Unterstützung. Es ist nicht falsch. Wenn ich meinen Arm bricht, gehe ich zum Arzt. Wenn meine Psyche leidet, gehe ich zum Psychiater, zum Psychotherapeut. Dort wird euch beigebracht, wie könnt ihr sonst im Alltag mit dem umgehen. Was müsst ihr sonst machen? Wie müsst ihr euch verhalten? Eben euer Verhalten. Wenn ihr so eine Angststörung habt, so eine generalisierte Angststörung, dann tut euer Körper, eure Psyche automatisch Umweg machen. Es hat gelernt, so zu funktionieren. In so Psychotherapie wird ein Umdenken von eurem Verhalten angestrebt, damit ihr anders damit umgehen könnt, besser damit umgehen könnt, wirksamer damit umgehen könnt. Es gibt auch Medikamente, natürlich. Ich sage nicht, oh mein Gott, Medikamente sind voll schlecht. Wenn du so schlimm in dieser Krise drin bist und nichts mehr hilft, der Hakan sagt, ich soll schnaufen. Kollege, ich habe voll die Angststörung. Was schnaufen? Dann, okay, geht Medikamente holen. Aber setzt euch in den Kopf, es ist nicht die Lösung. Am Anfang nehmt es, macht die Verhaltenstherapie und dann tut mehr Verhaltenstherapie, weniger Medikamente, damit ihr auch aus dem rauskommt, damit ihr nicht süchtig gemacht werdet nach irgendwelchen Medikamenten. Das ist nur eine kurzfristige Lösung. Ich empfehle niemandem, das für sein ganzes Leben zu nehmen. Das ist einfach nicht gesund. Es ist Chemie, die in unseren Körper gepumpt wird. Der Lebensstil ist mega wichtig. Leute sagen, ich arbeite 15 Stunden und penne nur 2. Das ist nicht gesund. Das ist nicht gesund. Das kannst du kurzfristig machen. Längerfristig wird dich das... Aber so richtig. Schlaf, Ernährung, Wasser, viel trinken, Bewegung, weniger Koffein. Wir sind voll die Red Bull-Gesellschaft geworden, Alter. Die ganze Zeit Energy, Energy, Kaffee, 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 Kaffee. Das ist nicht gesund für uns. Das ist auch eine Art, nicht Droge, aber mal Droge eigentlich. Das ist eine Art Droge, eine Low-Key-Droge, die wir uns geben, damit wir funktionieren. Das verarscht eigentlich nur unseren Körper. Schaut mal, was Koffein in unserem Körper macht. Es tut uns nicht wach machen. Es tut die Hormone, die uns müde machen, zudecken. Und wenn das Koffein dann nicht mehr wirkt, kommen die Hormone wieder. Wieso? Weil sie chemisch unterdrückt worden sind. Und dann werdet ihr wieder müde. Und dann gibt es das nächste Red Bull. Ich trinke es auch. Oh mein Gott, ich trinke es auch. Jeder trinkt es, ist okay. Ich sage auch nicht, lernt von mir. Ich, der gesunde Hakan, der da sein Leben voll gesund gelebt hat. Nein, aber man muss einfach bewusst sein, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Was muss ich ändern, was nicht. Reden hilft, ehrlich sein hilft. Redet mit euren Mitmenschen, mit euren Kollegen. Wenn ihr die nicht habt, nochmal, geht zu einem Therapeut. Angst ist ein motherfucking mieser Begleiter, den wir einfach in unserem Leben haben. Aber es ist behandelbar und das muss uns einfach bewusst sein, oder? Auch wenn es ab und zu aussichtslos scheint, es gibt einen Ausweg. Es ist einfach mit Arbeit verbunden. Die Arbeitergesellschaft stirbt langsam aus. Wir müssen arbeiten für etwas, um etwas zu erreichen. Wenn ich ein Haus bauen will, muss ich Zement legen, ich muss die Bauklötze da. Ich weiß nicht, wie man ein Haus baut, aber ihr wisst, was ich meine. Es braucht Arbeit. Und wenn ich etwas in mir ändern will, braucht es auch Arbeit. Dann kann ich nicht einfach etwas reinschmeißen, oh, jetzt geht es mir wieder gut. Und wenn du jemanden kennst, der wirklich am Strugglen ist, dann frag mal wirklich, wie es dieser Person geht. Versuch mal wirklich zu sagen, Bro, nein, wirklich, wie geht's dir wirklich, Bro? Du wirkst mega ängstlich, verletzt, nachdenklich auf mich. Reden wir darüber. Ich bin dein Kollege, mir kannst du es erzählen. Ich kann dir helfen. Ich will, dass es dir gut geht. Sind wir füreinander da, lernen wir voneinander, lachen wir miteinander, helfen wir uns miteinander. Mit diesen Worten würde ich mich gerne von euch verabschieden. Ich hoffe, ich kann irgendein Nachdenken ankurbeln bei euch. Und wenn nicht, dann danke ich euch trotzdem fürs Zuhören. Ciao zusammen.